Guten Abend, die Damen und die Herren. Heute wollte ich ein bisschen mit euch über Gambia und als Sicherheit schwätzen. Die Sicherheitspolitik die hat eine ganze Reihe von Aspekten. Und wir müssen für dadurch mal sagen, dass die Regierungen für drüben meistens in der CSV, die Verantwortung für die zuständigen Ministerien hat, eigentlich den ganzen Sicherheitsbereich auch vernachlässigt wird. Das ist also nicht so, dass wir einen wirklichen Bruch hätten zwischen der CSV, die Armee, Police, Gendarmerie früher ziemlich systematisch vernachlässigt hat an der Gambia-Regierung von Haut. Wir gucken auf die letzten 4 Jahre und ich will euch ein paar Beispiele weisen, dass auch diese Regierung nicht nur die Sicherheit vom Land nicht echt geholt hat, sondern sogar zum Teil gegen Sicherheitsorgane vom Land geschafft hat. Wir hatten als Lützeburg immer einen schrecklich niedrigen Verteidigungsbeitrag, 0,4%, wobei die Norm an der NATO sind da ganz lange mit 2% vom Bruttonationalprodukt festgelegt ist. Der Präsident Trump hat Druck gemacht, dass auch Lützeburg eben das muss an die Luft setzen. Und dadurch ist die ganze Sicherheitspolitik ein bisschen mehr an den Zentrum der Aufmerksamkeit von der Regierung gekommen. Wie möchte sie das? Die Effektive in den verschiedenen Verwaltungen sind nicht abgesagt gehen. Duan hat sogar Leute verloren. Die Armee bleibt an ihrem effektive weit unter dem effektiv das Militärgesetz erlaubt. Police kriegt zwar löserlos mehr Leute, aber nicht die nötigen Mittel, besonders nicht an der Polizeiadministrativ, sich durchzusetzen. Der Geheimdienst ist reformiert, wobei man näher, wo mehr Kontrollorgane werden, die der Geheimdienst aufpassen, wie Leute dran sind. Das ist eine Reform, eine bürokratische Reform, die eigentlich dem Geheimdienst nicht erlaubt, richtig effektiv zu schaffen. Am Rennen geht, dass von einem zivilen Flieger entfeuert wird von Terroristen, wie zum Beispiel die Nuklearzentrale, wo Katten zu zerstören, haben wir einen Sonderrolle in Europa, weil wir nicht erlauben, so Flieger raufzuschießen, auch von einem unmittelbaren Gefahr für das Land durchstellt, wie ganz große Regionen in unserem Land. Alles das weist darauf hin, dass wir nicht genug machen, dass diese Regierung nicht genug gemacht wird, wie wirklich Sicherheitsorgane zu stärken und auf die terroristischen Menace, die wir heute leider haben, anzustellen. Wir haben durch den Minister Schneider eine Politik, dass wir den Effort de Défense nicht umsetzen durch mehr effektiver an der Armee, mit durch ökonomische Maßnahmen oder Sachen, Ideen, die gleichzeitig die Ökonomie an der Armee sollen nutzen. Das kann ich machen, aber wichtig ist, wenn ein terroristisches Menace ist, dass man Leid tun, dass man keine Garde machen, dass man keine intervenieren. Und dafür wäre es am allerwichtigsten, nur den Soldaten an der Armee zu gucken, hin eine Karriereperspektive zu gehen, hin eine Garantie d'Emploi zu offrieren, ein Droit de Priorität, ein Droit d'Exklusivität, was schon eine sozial wichtige Rolle hat, und auch Leute motivieren, sich mehr an der Armee zu melden. Neben natürlich ein Geist von Patriotismus, den diese Regierung ja auch garantiert nicht fördert. Alles das gesagt, muss ich also konstatieren, dass die Regierung eine Kehraufgabe vom Staat für die Sicherheit vom Bürger zu sorgen, nämlich ganz wenig und ungenügend ausgeübt wird. Heißt du eben auch an einem tiefen Misstrauen gegenüber den Sicherheitsorganen, wie beim Geheimdienst, wie bei der Police, die Inspektion Generale, wenn ein Magistrat kontrolliert wird, und auf eine Manier, die der Chambre nicht richtig erlaubt, für das Funktionament oder Minister richtig zu überwachen, für das Funktionament von ihren Administrationen, weil die Ministerin Verantwortungen vom Pouvoir Exekutiv mehr auf die Magistratur verlagern, auch ein Reflex, den nicht rechtsstaatlich zu justifizieren ist. Das alles will ich zu sagen, dass auch die nächste Regierung, nur die Wahl 2018, muss die Sicherheit vom Land neu auf den Weg stellen und dass man der Verantwortung, die man auch als ein kleines Land drohen, wie die Sicherheit von Europa, von unserem Land, von unseren Bürgern, muss mehr stellen. Ich sage nicht, merci für das Nachluistern und bis die nächste Jahr.